Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ja, schauen wir mal, was jetzt, wie das wieder kommt an Prüfungen. Nachdem jetzt voller über der Haufe geschossen worden ist. Find the truth and be free. Ei, aber je weniger Kultmitglieder eigentlich, desto besser, würde ich mal so dreist behaupten. Hier können wir jetzt überall rein. Ja. Ja, das ist wieder der Ort, wo wir Charles Hawkins niedergemacht haben, ne? Nothing's happening. Natürlich nicht. Also irgendwo müssen wir was finden. Ich mache jetzt übrigens 7 Aufnahmen am Stück. Heute habe ich mal wirklich Zeit. Ups. Heute habe ich mal wirklich Zeit für sowas. Daher kann ich doch mal schön hier Aufnahme wie noch was machen. Okay. Das ist auch nicht der Weg, aber in der Dimension hier in dem Wahn sind wir einigermaßen sicher. Okay, da geht's rüber. Dann hier vielleicht? Nö. Okay, noch einmal. Also es war der hier, ne? So. Dann so. Und so auch nicht. Okay. Okay, noch einmal. Hier. Dann den Weg. Dann hier rum. Und dann so rum. Natürlich nicht. Kann ja nie auf Anhieb klappern, ne? Also noch einmal. Der vorletzte. Dann so. Dann hier rum. Und dann hier rum. Okay. Den Hammer. Können wir hier was aktivieren. Das war anscheinend nicht richtig. Befürchte ich einfach mal. Dann noch einmal so, so, so und so. Und dann vielleicht den hier. Sah auch nicht wirklich richtig aus für mich. Okay. So, 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 so. So. Die beiden nicht funktioniert. Dann vielleicht das hier. Ja. Das scheint meiner Meinung nach zuzutreffen. Okay. Jetzt haben wir uns den Weg hier freigeschaltet. Und können jetzt vielleicht hier das Ding. Na? Nothing's happening. Okay, ich muss noch was weiteres freischalten. Offenbar hier. Okay, schauen wir mal. Versperrt uns der Weg oder können wir drunter durchschleichen? Weitere Räder. Okay, das da? Sag bloß, das war auf Anhieb mal richtig. Ja, tatsächlich. Okay, Spiel gespeichert. Das war wahrscheinlich jetzt das grüne Gas, ne? Okay. Na dann. Hoffentlich funktioniert jetzt was. Ja, Spiel gespeichert. Ich habe anscheinend die Walfangstation in Brand gesetzt. Und wurde mit auf der Leviathan hoffentlich. Doch mit der Charles Hawkins Raum im Riverside Institut. Okay, fort. Weil dieses Leviathan... Oh, scheiße. Da kommen wir nicht durch. Okay, schnell. Der Tran brennt auch noch ziemlich gut. Kann schon nicht hier... Okay, hier rum dann. Hat jetzt etwas Dynamik rausgenommen, aber so what. Wow. Okay, dann hier rum. Ja, der ganze Scheiß brennt mittlerweile. Okay, aber achte Leviathan. Oh, da habe ich ein bisschen zu lang geguckt, glaube ich. Okay. Gut, noch einmal. Nicht zu lang glotze. Und vor allem nicht auf der Leviathan glotze, wie es aussieht. Naseribbler. Und dann noch einmal. So.
Jetzt aber wirklich rennen. Jetzt bleiben wir mal dynamisch. So. So. Los nämlich zum Leviathan-Gruppe, der verbrennt nämlich glücklicherweise. So. Ups, da kommen wir nicht vorbei, dann... Okay. Also der linke Weg kommt hoch. Okay. Gut, noch einmal. Jetzt geht's aber ordentlich ab hier, ne? So weit sind wir vorher ja auch schon gekommen. Dann noch einmal hier entlang. Da entlang. Pierce! Fitzroy. Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. Hab ich dem glaub. I won't go without a fight. You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head. Our Supreme Oracle has spoken. You will follow your destiny What? in his awakening. Also offensichtlich hat er noch ein paar Kugeln auf Reserve. I see. You cannot escape my awareness. I followed your wanderings, your choices, your attempts to free yourself from destiny. But it is unavoidable. And as I predicted, you have come to free me. Awaken and call him. Lieber nicht. Okay, der Leviathan scheint auch noch so eine Art Vorbote von Cthulhu zu sein oder sowas. Kapitel 14, Küstenhöhle. Pierce begegnete dem Leviathan endlich in Fleisch und Blut. Die monströse Kreatur unterzog ihn einer Reihe von Prüfungen und beschloss daraufhin, dass der Detektiv bereit sei, sich seinem Schicksal zu stellen. Pierce sprengte die Walfangstation und verliert nach einer letzten Konfrontation mit dem Leviathan das Bewusstsein. Okay. Spiel wieder gespeichert. The voice. I can't hear the voice anymore. Die Walfangstation, die brennt auch anscheinend noch in der Ferne. Nur damit ist der Leviathan eigentlich weg. Da ist noch irgendeine Gestalt.
Ich gehe einfach mal drauf zu. Keine Ahnung, wer es ist, aber schauen wir mal. Hier brennt es immer noch ordentlich. Ja, und der Leviathan ist wahrscheinlich nichts anderes als so ein Herold oder sowas von Cthulhu. Aber nicht Cthulhu selber, ne? Und der Leviathan möchte, dass wir Cthulhu erwecken. Dessen Kult wir hier ja eigentlich gefunden haben. Und der Leviathan ist eigentlich, ach so, eine Art, ja, ein großer Alter wahrscheinlich nicht, ne? Aber was kurz davor. My God. This way. Also irgendeine wichtige außerplanare Kreatur wahrscheinlich. Okay, der kriecht eigentlich auch mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch gerade, der Pierce. Der Kult um Cthulhu wurde ursprünglich wegen dem Leviathan gegründet, wegen seinem Fleisch, was die Leute bei Miraculous Catch knusperten. Hey, who are you? Irgendjemand ist noch hier. Wirklich Where am I? großartig zusammenhängend ist es auch nämlich. Der sieht nur noch einzelne Fetze, kann sich nämlich vollständig erinnern, wie er da jetzt hier kommt. Gehen wir schon mal wieder zurück. I don't have time to go back. I Schade. must go to Sarah. Okay, na dann. Wir hätten im Endeffekt vielleicht Sarah Hawkins töten sollen. Die ist jetzt brandgefährlich. The miraculous catch was a trap. Leviathan wanted to be found. Offensichtlich. Und das ist er, der Leviathan. Der wollte gefunden werden, damit dort mit einem Kult begründet werden kann, der dann Cthulhu erweckt. Okay, da mal Bild. Alter. Nicht gerade sehr erbauend. It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Oh oh. You crazy too? You survived. Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you've fulfilled your destiny. Na super. Look at me. Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. Das lassen wir mal lieber sein, weil wir traumatisch genug sind für so einen Scheiß. Haben wir hier Ermittlung, Meister. What has happened to you? Oh, Pierce. You insist on ignoring the truth when it's right there in front of you. Sarah Hawkins saw you as you really are. This painting is the proof. This is madness. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Colden! You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Fuller. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Okay, wir lassen das jetzt mal mit der Wahnsinn, sondern versuchen mal klar zu sein. You're mistaken. Dies wird I dein believe Schicksal no more in verändern. destiny than I do in vampires, gods, and their female prophets. Oh, well done. That will really impress her. Again, this denial. It doesn't matter anymore. The future is now but an image that Sarah Hawkins has painted for you. Why don't you go and join her, you who believe in nothing? And then, you'll see. You'll see that there are truths so powerful,
So overwhelming that even a mind as narrow as yours cannot withstand them. And what is your truth, Coleman? What is your role in this story? I must take you to Sarah Hawkins, our oracle. Trophäe erhalten in Kupfer, die Stimme aus dem Grab. Wo ist sie? Und Sarah, tell me where you took her. We'll find her at Alabaster Point. I'm going to get her. Don't try to stop me. Of course. Shut up. Get out of my way. Stop fighting the dead. No one can fight their fate. Neither them nor you. Oh, jetzt sieht er aber schon gut, wahnsinnig und durch aus. Ich hoffe, wir haben zum Schluss noch eine Wahl. Shut up! Silence! Stop! Go away! Stop! Don't resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. Oh je, oh je, oh je. Also, denn es ist schon so gut wie geschehen. What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Okay. Wir können auch nämlich auf unser Fähigkeiten-Menü und so zurückgreifen. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich die letzte Episode und wenn die auch eine halbe Stunde dauert, dann wird es halt eine halbe Stunde dauern. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Weil du möchte ich jetzt ungern eigentlich cutten. Würde ich einfach sagen, wir ziehen das jetzt noch bis zum Schluss durch, weil eine weitere 20 Minuten Episode wird es wahrscheinlich eher nicht nochmal geben. Deswegen ziehen wir das jetzt durch. Sind wir da überhaupt richtig? Ich glaube nicht, oder? Ja, offenbar nicht. Ne? Ah ne, aber da hinten können wir noch wo hier. Da sind wir dann richtig. Okay. Da kann jetzt auch nicht mehr rennen oder sonst was. Kapitel 14, Alabasterspitze. Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabasterspitze, wo Sarah Hawkins auf ihn warten sollte. Dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Das heißt, wenn er wahnsinnig genug ist, kommt Cthulhu und wird wiederbelebt oder wieder erweckt, wie auch immer. Und wenn er noch irgendwie klar bei Verstand ist, dann wird es irgendwie noch verhindert. Schauen wir mal, wie ich mich entschieden habe im Laufe des Spiels, ob das irgendwie noch möglich ist, Cthulhu nicht zu beschwören. Spiel gespeichert. Jetzt kommt auch die Musik vom Titelbildschirm wieder. Wenn ihr euch erinnert, ich höre es ja jedes Mal, wenn ich wieder von vorne, wenn ich wieder das Spiel starte und loslege. Schon eine geile Musik, passt auch. Oh yeah. Alles schon vorbereitet fürs Ritual. Reality, as you know it, stops here. Offensichtlich, None ja. of this makes sense. Go! She is waiting. Ah, wie geil das aber aussieht. What have they done to me? Come on. Oh! Mr. Pierce, I was expecting you. Fuller, you died in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance.
the serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. Okay, Fuller versucht mich nochmal irgendwie aus dem Grab zu überzeugen. Oh Mann. Hoffentlich hat er nicht Unsterblichkeit erlangt, auch wenn ich ihn abgemurkst habe. Barely stand up, and yet here you are. You never give up. Ne. That is not you. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Ich hoffe, ich habe die Wahl, wie gesagt, noch bis zum Schluss. Das ist heißt, die ganze Dinge haben mich jetzt so weit geführt, dass ich nicht mehr entscheiden kann. Und ich nur noch eine Wahl krieg, die aufgrund von meiner Entscheidungen vordiktiert ist. Ach, ihmchen jetzt wieder. Aber wenigstens nicht so tentakelgesichtig. You took everything from me. Wife. Life. Destiny. You forsook your right to a normal life. The moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. Ach, genau das. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage, my family, my own flesh. Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? Oh je. But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. So, you've decided to shut your eyes. Find refuge in denial like a spooked child. You've lost your mind. And to think mankind's future is on your shoulders. Na super. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. You rejected her half-truths. Sieht wohl so aus, als könnte ich noch zum Schluss eine Art Wahl haben. Hoffen wir es mal. Jetzt haben wir nämlich die ganze Gestalt schon so getroffen. Und jetzt fehlt eigentlich noch Captain Fitzroy, ne? Der uns am Anfang überhaupt drüber geschippert hat, auf die verfluchte Insel. It's right there. I'm almost there. Sieht alles schon so unreal aus. Ach Gott, wie geil gemacht. Da sind sie, die Kultister. Spiel speichert gerade, ja. Da sind sie. Wie geil ist das dann, ne? Es gibt ja schon mal ein super Thumbnail ab. Okay, ich bin bereit fürs Ende. Sarah Hawkins meint, der letzte große Beschwörungskreis. So sieht's aus, ne? Sie lassen mich rein. Drake ist auch noch mit dabei. Wahrscheinlich als Geisel, weil er bei Fitzroy ist.
bewegt sich ja von selber. Here you are at last, Truthseeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Sie sind verloren. Sind sie verrückt oder Wahnsinnergeber? Brauche ich leider Okkultismusmeister. Look around you. Everything is falling apart. You must stop this madness. I can't make that choice. This will be your decision. One man only prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes. I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me! Silence! Das Gegenritual vollziehen. Ja, ich will's Gegenritual. Ich will nicht, dass Cthulhu erwacht. Zum Wohle der Menschheit. Sind wir mal so nett. Sind wir mal der Gute. Obwohl ich eigentlich lieber Cthulhu-Beschworer habe sehen wollte. Also wir konnten uns noch entscheiden, oder? Kommt Cthulhu jetzt oder ist das Gegenritual, wird das verhindert, dass Cthulhu beschworen wird? Okay, das war's anscheinend. Cthulhu ist offensichtlich nicht beschworen worden. Und Edward Pierce ist dafür wahrscheinlich vollkommen verloren und im Wahnsinn ergeben gewesen. Na klasse. Also wir konnten verhindern, dass Cthulhu beschworen wird. Ich wollte ja im Prinzip ein gutes Ende. Ob ich das jetzt gekriegt habe, kann ich so nicht wirklich sagen. Ich glaube, die Möglichkeit wäre jetzt auch noch gewesen, das Ritual zu vollziehen. Dann wäre Cthulhu erwacht. So habe ich ihn jetzt allerdings nicht erweckt. Jo! Dann würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, das war Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Irgendeine Art von positivem Ende, wo Cthulhu nicht beschworen wird, habe ich offensichtlich erreicht. Hätte natürlich auch sagen können, komm, scheiß drauf, wir beschwören ihn mal, aber sonst hätte ich ja nicht so gegen Wahnsinn angekämpft.
und versucht mich weiterhin auf die rationale Seite des Verstandes zu stellen, sondern hätte mich zum Schluss auch eher im Wahnsinn ergeben. Gut, also Pierce ist zwar kaputt, aber Cthulhu ist nicht da. Na, immerhin ein Erfolg, irgendwie. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Mein Fazit zu dem Spiel ist, die Atmosphäre ist geiler als die Grafik gewesen. Die Grafik ist meiner Meinung nach für ein Spiel von 2080 total veraltet. Das hat eher was so 2012 rum zu suchen. Und zur Zeit, als Outlast war, da passt es perfekt rein. Aber für ein modernes Spiel leider nicht. Ist meiner Meinung nach das einzigste große Manko. Ansonsten muss ich sagen, die Rekonstruktion hat Spaß gemacht. Boah, die Musik. Das Ambiente war geil gemacht. Darkwater war richtig ranzig und übel dargestellt. Und Story war geil. Es war so ein klassischer H.P. Lovecraft-Wahnsinn. Also für jeden, der Spaß total hat an Willen des Wahnsinns und an H.P. Lovecrafts Geschichte, finde ich, der ist hier ziemlich gut aufgehoben. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Ein paar Mal bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt und hab mal den Krischer gemacht. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, Spaß gemacht und dass es euch vielleicht auch dazu bringt, das Spiel für euch zuzulegen, euch zu kaufen. Ich kann es nur empfehlen, mir hat es persönlich wirklich schon Spaß gemacht. Und das einzigste Manko ist meiner Meinung nach wirklich nur die Grafik. Ansonsten Atmosphäre, Story, Charaktere, stimmt alles. Richtig geiler Ausflug in den Wahnsinn. Und ich habe jetzt heute auch meine 7-Episode am Stück aufgenommen, damit ich ab jetzt nur noch Resident Evil 2 Remake hier auf der PlayStation 4 zu spielen habe. Damit ich nicht 3 Spiele auf einmal machen muss, das wäre tatsächlich etwas zu viel für mich. Jo, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zur Sache. Vielen Dank, dass ihr so geguckt habt und ja, danke fürs Spielen, sagt mir das Spiel. Und ich danke euch, wie gesagt, um im Umkehrschluss, dass ihr mir zugeguckt habt und auch die Reise mit mir gegangen seid. Vielleicht werden wir noch mit einer kleinen Sequenz belohnt, ja. Oh, ich vermute, er ist in einer Irre-Anstalt gelandet. Mhm. We doubled the dosage as you asked us to, Doctor. Good, thank you. Oh, nee. Bei Dr. Fuller ist er gelandet. Oh ja. Scheiße. Die Schlaftablette. Das spricht hier wohl dann doch eher dafür. Trophäe erhalten in Silber, das Schicksal besiegen. Spricht wohl auch eher dafür, dass da sehr viel alles nur in seinem Kopf vorgegangen ist und er Fuller gar nicht getötet hat und dass diverse Sachen sich so einfach nicht abgespielt haben, wie er es geglaubt hat. Und jetzt ist er wahnsinnig geworden und als Fullers Patient im Riverside-Institut gelandet. Naja, Hauptsache Cthulhu ist nicht beschworen worden, ne? Was ist dann nur dafür schon eine Person, die wahnsinnig in einem Irrhaus sitzt? Allerhopp, ich würde sagen, das ist unser Ende. Im wahrsten Sinne des Wortes für das Let's Play. Und als Folgeprojekt kommt jetzt heute nur an den 2. Tag, also am Tag noch Monkey Island 3, kommt Call of Cthulhu nicht mehr, sondern nur noch Resident Evil 2 Remake. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Habt noch viel Spaß bei Monkey Island 3 morgen, beziehungsweise übermorgen wieder bei Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier mit dem Projekt. Und dass ihr möglicherweise noch ein bisschen weiter eintreten wollt in die Welt des Wahnsinns von H.P. Lovecraft. 34 Minuten sind rum. Schöne Zeit, schöne letzte Episode. Wir sehen uns wieder zu neuen und anderen Projekten. Ayan Yankee.